Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 28. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe des VfL Bochum. Und 28. Spieltag, das klingt uns doch im Ohr. Christoph Daum hat immer gesagt, ab dann zählt es richtig. Heutzutage nennt man das so ein bisschen modern Crunch-Time. Ja, ne? Wir Kölschen, wir sind ja modern, ne? Aber wir haben vor allen Dingen immer eins, nämlich Durst. Und deswegen heißt das bei uns auf dem Shirt etwas anders interpretiert, Crunch Time. Kranztime! Ja, normalerweise würde man ja jetzt hier mit 2 Kölsch anstoßen auf 3 Punkte. Aber das reicht uns nicht heute. Und deswegen Kürbis! Kranztime! Jetzt nicht hetzen, ne? Ganz ruhig. Ey, ich hab da was vor. Rein. Herrlich. Das kriegen wir schon hin. Der ganze Kranz. Aber nie ohne Bierdeckel. Das ist So, Junge. Kürbis mit Ohren. Ja, denn wir müssen ja jetzt wirklich alle zusammenhalten. Ne? Jack. Eine ganze Kranz Ob 3 Punkte gegen Bochum und auch eine erfolgreiche Kranztime. Brösterchen, Leute. Schön. Das geht, Ja, was meinst du, wie läuft das gegen Bochum? Junge, wenn ich Ahnung vom Fußball hätte, dann wäre ich Trainer und keine Kürbis. Ja, trotzdem, komm, ein Tipp. Wie hoch wer, gewinnen wir? wer schießt das erste Tor? Also wenn das läuft, pass auf, das ist ganz klar. Wer jetzt das erste Tor macht, kann ich euch so genau nicht sagen. Ich bin ja kein Prophet, ich bin Kürbis. Ne? Aber ich glaube, dass einer aus dem Hinteren, also entweder eine Sechser oder einer aus der Verteidigung, das 1-0 mäht. Wenn das gefallen ist, jeder 3-0 aus. Ihr seht, Leute, hier im Gaffel am Dom haben die Kürbisse richtig Ahnung von Fußball. Und deswegen sagen wir, danke lieber Ralf für den Kranz, drückt dem FC die Daumen und so viel Optimismus, das muss belohnt werden. Brösterchen, Leute. Liebe Malet Jodo, blieb gesund. Tschüss, Ralf. Schön. Ciao, ciao. Im Übrigen Optimismus. Wir müssen schon sagen, wir ziehen vor jedem von euch den Hut, der weiterhin, genau wie wir, die Fahne hochhalten und die Stange auch, ne? Und optimistisch bleiben, denn wir müssen das, Leute. Ne? Wir müssen weiterhin Gas geben. Ja, wir ziehen nicht nur den Hut vor allen denjenigen, die optimistisch noch dabei sind, sondern wir haben auch vollstes Verständnis für diejenigen, die hier echt unter der ganzen Nummer leiden in den letzten Wochen. Und ihr könnt uns eins glauben, auch wenn wir immer optimistisch die Stange hochhalten und jeden Punkt auch feiern, weil er auch wichtig ist, uns geht das natürlich auch an die Nieren. Also das wollen wir an der Stelle wirklich mal klipp und klar sagen. Aber das Ganze ist echt ein Marathon. Und wenn wir immer gesagt haben, es geht bis zum letzten Spieltag, dann ist das auch so. Und da müssen wir alle zusammen durchhalten. Und deswegen, wir ziehen echt den Hut vor allen, die noch an Bord sind, die bei der Stange geblieben sind. Genau. Es ist ja tatsächlich so, man hofft immer, dass es eine Abkürzung gibt. Dass man eben doch schnell irgendeinen Turnaround macht und dann die letzten Spieltage Ruhe hat. So ist es aber nicht. Es wird der letzte Tag sein, der entscheidet, und das bedeutet, dass unsere Nerven angespannt sind bis zum Abwinken. Ja. Ist egal, ne? Das hat aber auch nichts mit Floskeln oder Hinhaltetaktik zu tun, wenn man immer wieder gebetsmühlenartig sagt, dass es noch möglich ist und dass es auch nicht unwahrscheinlich ist. Wir sind doch nicht 7 Punkte hinter den Mainzern, sondern wir reden von einem Punkt. Es ist wirklich nur ein Moment, ein positiver Moment. Und das Spiel gegen Bochum, wir haben noch den direkten Vergleich. Also es wird ein Wimpernschlag-Finale und wir bleiben da wirklich sehr optimistisch. Ja, die Mainzer haben einen sehr, sehr glücklichen Punkt gemacht. In Leipzig? In Leipzig. Und wir haben auch einen glücklichen Punkt am Ende gemacht in Augsburg. Jetzt darf man nicht vergessen, das ist auch keine schlechte Mannschaft und es war auswärts. Ja. So, und es ist überhaupt nichts entschieden. Also für alle Leute, die jetzt schon irgendwie anfangen zu resignieren, ist Quatsch. Ja. Es wird sauspannend gegen Bochum, muss ich sagen. Es ist ja eh schon immer eine gute Partie, auf die man sich freut. Ja. Traditionsmannschaft, ne? Also war immer schon geil. Aber jetzt ist es absolut fantastisch. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, und den Bochumern geht vor allen Dingen auch tierisch der Stift. Ich meine, die haben 4 Spiele verloren. Die hätten gegen Darmstadt jetzt so eine Art Befreiungsschlag machen können, haben sie aber nicht. Ja. Da kommt
eine verunsicherte Mannschaft nach Köln, für uns auch zu einem sehr guten Zeitpunkt, denn wir sind eigentlich ganz gut drauf und ich bin da guter Dinge, dass wir die Bochumer schlagen. Und wenn wir den Ralf eben gefragt haben, wer glaubst du, wird das erste Tor gegen die Bochumer machen, dann hat das auch einen ganz bestimmten Grund, denn das fragen wir euch auch. Ja, wir machen ein kleines Gewinnspiel. Ne? Und derjenige von euch, der oder diejenigen, oder den werden wir es auslosen, die den richtigen Tipp haben, wer den ersten Treffer markiert für den ersten FC Köln im Spiel gegen Bochum, der kriegt einen solchen Kranzgutschein her. Ne? Fürs Gaffel am Dom. Ja, den Optimismus kann man sich nämlich auch, wie soll ich sagen, antrinken, antrainieren. Ja, wir gehen aufs Kranze. Prösterchen. Hier, Kranztime läuft bei uns. Ne? Im Übrigen machen wir das jetzt tatsächlich jedes Mal. Ne? Jedes Heimspiel werden wir jetzt in der Kranztime einen Kranz verlosen. Ne? Mit jeweils einer anderen Frage. Die denken wir uns dann aus vielleicht. Ne? Ja, wahrscheinlich wird es auch wieder um die Torschützen, immer um den ersten Torschützen gehen. Aber vielleicht gibt es auch ganz was anderes. Da müssen wir Wer einfach hat die mal dicksten gucken. Ne? Kränze unterm Arm, ne? Oder Kränze unterm Auge. Das könnten wir auch so machen, natürlich. Ne? Im Übrigen, was auch noch neu ist, pünktlich zur Kranztime, unsere neuen Bierdeckel zum Jubiläum, ist auch ein Kranz drauf, nämlich ein Lorbeerkranz. Vielen Dank, kann ich nur sagen, an Gaffel für diese neuen Bierdeckel. Sehr, sehr schön. Auf der Rückseite ist unsere Website sogar noch drauf. Ja. Also von daher, Kranztime läuft auch an der Stelle. Ein absolutes Träumchen. Und wer sich erinnern möchte an ein Träumchen, nämlich einen Sieg gegen Bochum, wie schön sich das anfühlt, der guckt bitte mal wieder, wie immer hier, da haben wir das nämlich. Ne? Ja, und hier, das kennt mittlerweile wirklich auch der Letzte. Channel abonnieren, nie wieder verlieren. In dem Sinne, Prösterchen Leute, wir sehen uns am Samstag im Müngersdorfer Stadion. Prost! So ist es.